begrüßen euch für als echt Gemeinderatssitzung am Jahr 2026, den öffentlichen Teil. Da haben wir als allererst die Approbation von unserem Ordre du Jour. Gehen jetzt zum Ordre du Jour. Remarken ihrerseits. Dann gebe ich als Ordre du Jour zum Wort stellen, wenn das du mir da verstanden. Das ist unangenehm. Merci. Zweiter Punkt vom öffentlichen Ordre du Jour, den dritten vom Ordre du Jour tout court, das ist die Approbation und dann Schrift, die wir rundherum gibt von den Procès-verbaux von den 4. Gemeinderatssitzungen. Wir hatten an der letzten Gemeinderatssitzung hatten wir PWen von der Gemeinderatssitzung vom 17. November nicht am Dossier dran, dafür hat man sie das geholt. Das gehört sowohl PW von dem 17. November wie auch PW von der Sitzung vom 15. Dezember ein Dossier dran, die nicht dazu nach Polen von ihr. Da könnte man das PW unhüllen, wen hast du mal da abverstanden? Ja, das ist auch unangenehm. So rundherum, da kann jeder seiner schreiben. So, der 4. Punkt vom Ordre du Jour, das sind eine ganze Reihe von Konventionen. Als erster Subpunkt haben wir eine Konvention de mise à disposition von Emplacementen. Hier geht es darum, für einen Kontrakt mit der Firma Svio zu unterschreiben, die neue Elektrobornen installiert und auch für uns exploitiert. Wir hatten die Mobilitätskommission saisiert, für sie zu fragen, Plätze zu proposieren, wo so Elektrobornen nach könnten beikommen. Die Mobilitätskommission die hat proposiert bei der ALA Jugendherberg, sie hat auch ACAC proposiert, sie hat proposiert Parking Benediktin, wann ein Stock dabei könnt, für do Elektrobornen 40 gesehen. Wir hatten noch als Gemeng mit unseren Beamten zusammen mit der Firma Svio eine Reunion für global zu gucken, wo weiter Elektrobornen könnten installiert gehen. Dabei haben wir eine Reihe Emplacementen envisagiert. Wir haben da zwei echt Emplacementen, die an diesem Kontrakt mit der Firma Svio festgehalten wurden. Das für die wie von der Mobilitätskommission proposiert. Auf enger Platz mit 2 Parkplätzen bei der ALA Jugendherberg. Das war auch schon mal geplant, wie wir das Parking neu aménagiert hatten. Wir haben als zweit für den Moment auch einen Platz am Kalebirg gesehen, wo noch keine Elektroborne waren. Und das jeweils so, dass eine Maschine von Svio installiert ist, wo auf 2 Seiten können dann jeweils 2 Autos sich anschließen an elektrisch laden. Voilà. Die Konvention die regelt Engagement von uns als Proprietär und auch von Svio als Betreiber von den Elektrobornen. Wir hatten sie gefragt, für eine Redevance annuell zu bezahlen für die mise à disposition von den Emplacementen. Wir stellen am Anfang einen Platz zur Verfügung, sie stellen Born drüber an Münesto ob ein symbolisch Summe von 100 € pro Jahr geeinigt. Voilà. Schon noch eine Nachfrage gelos, bei wie viele Elektrobornen wir entretemps an Niestand nach insgesamt sind. Wir haben aktuell öffentlich zugängliche Bornen, da schwätzen wir nicht von denen, die auch noch privat, von Tankstellen etc. abgestellt sind. Bis heute hatten wir 32 Bornen, das am Parkhaus Campus Gare, Parking Port Saint-Willibrord, Parking bei der Douane, beim freies Match und ich will Reklam zu machen. Parking Benediktin und auch Parking Mille Nord See. Weil insgesamt 32, wo da nach 4 dabei kommen, sodass wir bei 36 Elektroborne sind. Wie gesagt, das ist ein erster Kontrakt mit Svio, wo wir aber die Möglichkeit tun, auch noch weiter Emplacementen zu sichern. Zum Beispiel, wie von der Mobilitätskommission proposiert, dass wir effektiv und Benediktin stark drauf setzen, dass du geguckt wird für Elektroborne nach zusätzlich sind da schon da, dass du noch weitere können dabei kommen. Ich meine, dass das auch etwas wird angeholt wird, gehen immer mehr Elektrogefähre, sodass das schon Sinn macht, für zu gucken, wo peu à peu weiter Bornen können installiert gehen. Voilà. Ben. Ja,
Ja, Carol hat schon gesagt, wie so 2 Jahre das ganze Screening gemacht, von ihr schon nach, wo ihr könnt noch zusätzlich Bohnen setzen. Fängt lang mit 4 an, mit kommt aber nach Not sind paar Plätzen, wo es sich aber noch wird anbieten, für zusätzlich Bohnen zu setzen, wie zum Beispiel bei der Jugendherberge um See gibt es Sinn machen, da haben wir aktuell kein ich meine, wenn wir da pur nach die Finina kriegen, das wär flott, das soll ich nur envisagieren. Da ist ein bisschen das Problem am Trafo, da muss man eine relativ lange Leitung legen. Wie gesagt, das sind aber dann die nächsten Emplacements, die wir werden an Angriff holen. Frohen Carol. Ja, also du hast schon eine Frage geantwortet. Merci für das Screening. War mein wichtiger Enkehr und auch dann in dem Moment zu kommunizieren nach außen, bei wie viele Bornen wir sind, weil das wird oft gefragt. Das ist schwierig, wenn du so zusammen sicher gehen. Schon mal gefragt, heißt los FIO, sind das verschiedene Firmen, die Bornen betreiben oder ist das alles, läuft das alles über dieselbe Firma? Weil du heute zuerst nach Holne Jun, das war ja nicht immer das FIO, da war auch wir hatten noch halt mal ein bisschen, was war das? Chargy. Ja, und du hast dann die nächste Pro, was für ein Karte muss benutzen. Wir können die Dinger dort zu benutzen, weil heutzutage ist es wichtig, dass man eine ganz einfache Visa-Karte einfach mal ein bisschen nutzfrohen. Weil ganz oft, wenn es doch am Ausland passiert oder so, musst du einen Abruf laden und so weiter und so fort. Und die neuen Bornen holen nicht an, das sind die, musst du ganz einfach mit einer Visa-Karte, wussten nicht, muss Klient von etwas sein. Ich weiß nicht, das war eigentlich. Sie haben ihre Karte, ich gehe davon aus, dass das doch wird mit der Visa-Karte funktionieren. Für die anderen Bornen, das sind am Anfang die Bornen, die vom Staat installiert goen ihre Projekt an do sind sie Gang zu gucken für eine Ausschreibung zu machen, für zu gucken für einen andere Betreiber von denen Bornen zu fannen. Und da ist ein bisschen das Problem, auch die Bornen, die schon an den Alter kommen, finde ich keinen Ersatzstecker mehr für sie zu flecken. Da sind eine Ausschreibung gemacht und sind wir gespannt. Ich hoffe, dass da in sich schmelt, für die Bornen da zu überholen, weil sonst das war ein bisschen schwerfällig. das ist noch immer schwerfällig. Ja, das Projekt ist eben nicht direkt weitergeführt gehen. Und dann musste eben über die Ausschreibung da gucken, ob das Projekt weitergeht. Das heißt also sich einen privaten Anbieter, den auch erkannt wird, dass er Marche ist, den nicht uninteressant ist. Und das stimmt ja auch. Sie haben da doch mit Privatfirmen gesagt, den hat zuerst noch auch Maschinen von ihnen bei Privatfirmen stehen. Wir sind doch mit anderen Gemengen zusammen gemacht. Aber wie gesagt, heißt als ein echter Kontrakt mit ihnen, wo wir haben drin nach einer Evaluierung gesehen, für weiter Bornen potenziell mit ihnen auch als Anbieter können umzulernen. Wir begrüßen das zusätzlich Bornen. Ich denke, dass du kontinuierlich einen Effort gehst, wirklich Jahr für Jahr mehr Bornen zu kriegen. Das weiß ich schon, ich meine, die vom Autofestival, das ist eben eine klare Tendenz, für mehr elektrisch zu kaufen, was auch gut ist. Alles gibt just zugedrückt, dass verschiedene Bornen immer dynamisch verstehen. Das ist ein Phänomen, die man nicht direkt kontrollieren können. Meistens Overs wären dann verschiedene Bornen von immer dynamischen Auto besetzt. Das ist ja nicht der Sinn von einer öffentlichen Born, aber trotzdem wird das eigentlich gemacht, die man gut, und das ist auch schwer, das auch zu kontrollieren. Auf jeden Fall wird die Feedback, die man gut muss, bei der Tour, wird du immer dynamisch den GIF drauf setzen. Ich gebe 3 weiter so, aber wir haben schwer mehr für das eben zu kontrollieren. Aber auf jeden Fall wird immer dynamisch, weil sie wissen, weil am Schloss, weil meistens ein Restaurateur ist, den dann quasi die Bohren nutzt für können dort zu lösen. Das war just eine gemachte Funktion. Das ist am Anfang so, dass du wusst, dein Auto lösen ein normaler Parkplatz ist und dass du auch dann dein Ticket muss holen, genauso wie bei einem normalen Parkplatz. Das heißt, wenn man sich nur sauer aufstellt, dann theoretisch dann ist kein Handlabdruck mehr, wenn so ein von Mois bis Mittes drauf steht, da müssen so wie alle anderen noch ein Ticket holen. Muss einfach lösen, oder? Muss lösen.
Melo drei Paschatten. Muss man das, Nur 6 Sauer. nee, aber das kann ich ruhig machen. Sie machen noch Overshand zu Toren. Da kann Ihnen da wo ein mal auf den Weg gehen, dass Sie da ein so eine Nähe drauf haben. Okay, sonst Fragen? Dann gebe ich die Konvention de mise à disposition von Emplacementer für die Elektrobornen zum Wortstellen. Wen hast du bei der Auferstanden? Das ist unanim. Den zweiten Zupunkt von den Konventionen als auch eine Konvention de mise à disposition von Terrain zwischen dem Lycée Klassik von Irsternach an der Stadt Irsternach, das am Kontext vom Easter Live, den das Jahr vom 24. Juli bis den 26. Juli am Sommerwert stattfanden. An dem Kader haben wir die letzten Jahre auch eine Konvention zwischen dem LCE an der Stadt Irsternach geschlossen für sowohl den Abteilshaf wie aber auch verschiedene Räumlichkeiten vom Lycée können während dem Easter Live zu nutzen. Notamment der Spiegelsaal, der Kreuzgang, aber auch Trottoiren, wo dann der CGDs auch Platz kann holen oder nach den Bahnenhof, wo dann auch notamment den Haf abgemacht wird, wir können Montage und Demontage zu machen. Die mise à disposition, die gilt vom 16. bis den 31. Juli, Forum Festival und No Festival. Und, wir müssen als Gemeng mit dem Organisateur, was den Trifolion aus, dafür sorgen, dass der Site und auch die Gebäudlichkeiten vom Staat an der Reihe gehalten wird. Für die mise à disposition, so man natürlich dem Lycée, aber auch Bâtiment Public, merci. Und da gibt es auch ein Suivi gemacht mit einem État des lieux, wie das auch effektiv der Site auch an der Reihe gehalten wird. Die hat dazu Fragen. Waren du war jo eben gerade du hast gesagt, dass du geguckt hast, dass alles schön an der Reihe machst. Da waren ein paar auch meine Schreckmeldungen gekommen von gewissen Schreibseln, als da war nur alles geregelt gewesen. Schon Du schreibst noch länger Mauer. Da dann Trifolien rakret, war das kein Problem mehr. schon de lo nicht mehr hören. Ich weiß aber, dass als Beamten durch mit Bâtiment Public am Échange waren. Wir hatten eine Situation, dass man mit einem Botsauto geputzt hatten und dass da ein kleinen Schreibs gemacht hat. Ich meine, das dann mit einem Auto geschieht an eine andere Situation. Du war nicht ganz klar, ob das besatz wird bei dem Abrichten oder Abrichten geschieht. Wir haben als Gemeinde auch schon letztes Jahr verschiedene Material nach extra Kauf, für eben zu vermeiden, dass sie doch nach Schreibse gehen, zum Beispiel an den Boden. Aber du probierst schon so gut wie geht aufzupassen, dass du nicht zu Problemen könnt während der Zeit vom Festival. Ja, wir können froh sein, solange wir das zur Disposition gestaltet kriegen von daher. Die sonst stehen das nicht gerade ganz glücklich. Ja? Gut, okay, wenn wir weiter frohe gehen, da gebe ich auch das Konvention de mise à disposition zum Wortstellen. Wen hast du da auch verstanden? Ja, das ist auch unangenehm, merci. Die dritte Konvention, die wir am Ordre du Jour haben, ist Konvention en relation mit dem Office Social. Da geht es darum, dass ein Teil von den Kosten, notamment von den Personalkosten von dem Office Social, an einer Konvention geregelt sind, wo 50% von den Kosten vom Staat bezahlt gehen, auf 50% proportional von den zwei Gemengen, die den Office Social haben. Das heißt, das die Stadt Irsternach, aber auch die Gemeinde Großbad Mompesch. Und das betrifft Freien an Hecht von insgesamt 676.564,75 Euro. Und du hast daneben eine Partizipation über die Konvention 4 gesehen für 50% vom Ministère de la Famille, das heißt 338.282,37. Und nach ein Kehr dieselbe Montant, den dann proportional auf davon aktuell in der Stadt Irsternach an Großbad Mompesch abgedeelt gehen. Das heute betrifft wie gesagt just die Konvention von den Kosten, wo man dann 50% vom Staat bezahlt kriegen. Ihr wisst aber, dass man über die letzten Jahre einfach für die Situation Rechnung zu drohen
auch der Arbeit, die als Office sozial holt, dass man als Gemengen auch letztes Jahr nach ein akkordiert hatten, dass ein zusätzliche Posten geschafft wird. Wir hatten den Gestionär gestimmt, haben wir noch letztes Jahr nach einer Assistent sozial gestimmt, sodass das Budget vom Office sozial mehr hoch ist, wie das Budget, den hier an der Konvention steht, mit das eben den einen Teil als subventioniert vom Staat, den anderen Teil als 100% Charge von den Gemengen. Das ist aber so, dass durch den Armutsplan, den präsentiert ging, als für Office Sozialen, wie die von uns, und notamment wenn es der Situation auch halt zuerst danach, aber an Aussicht gestaltet kann gehen, dass wir mehr eine große Unterstützung von staatlicher Seite kriegen, weil wir einen Indice sozial haben, der darauf hinweist, dass wir viele Dossiers haben, die vom Office sozial geriert gehen, sodass wir da durchaus können davon ausgehen, dass wir mehr eine große Unterstützung vom Ministerium der Familie in den nächsten Jahren auch Werte kriegen. Weil das ist die Konvention für das Jahr 2026. Gut, Fragen dazu? Christoph? Ich verstehe nicht richtig den Tableau de d'Organisationsstruktur personell. Ist das richtig, dass den à peu près also ist das der Salär von einem Jahr, so 169.000 € zum Beispiel? Oder lesen ich den Tableau falsch? In einem SAS-Kollektivvertrag. Okay, das ist das für... Ja, durchaus. Okay. Das ist der 0,8 Posten an der anderen. Ja, aber das wäre dann noch bei 150.000 € Jahr. 150.000 €, okay. Gute Kontrakt. Guter Kollektivvertrag. Wenn ich die Frage stelle, das ist just ein Office sozial an Croix-Rouge, die spielt ja eine Rolle einmal dran. Die möchte ja teilweise Gestion, wenn ich das richtig auch verstehe. Das geht nicht über einen oder über den MIFA aufgedeckt. Oder? Doch, es steht doch an dem engen Tableau steht doch dran, wie von der Croix-Rouge engagiert als das sind Assistants sociaux und das heißt, die laufen nicht dem Employer Die laufen Croix-Rouge mit dem Finanzement von dem Ganzen als aber zu 50% vom Staat und zu 50% von den Gemengen assuriert. Das andere Personal, das nicht über die Konvention lebt, als zu 100% an Charge von den zwei Gemengen. Dafür ist an unserem Budget auch die Budgetsposten vom Office Sozial trotzdem wesentlich mehr hoch, wie das, was wir hier schwätzen. Bei mir in eine spezifische Struktur haben. Ja, andere Office Sozial, die nicht mehr länger ob sich gestaltet sind. An mir und eben Croix-Rouge auch nach Madran, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Okay, ja. Gehen jetzt sonst Fragen zu dieser Konvention vom Office Sozial? Das sind am Fungo die 1,2 Posten, 0,6 Posten, die am Fungo das Suivi vom Rivi selbst machen. Das sind die Posten, die am Fungo nicht direkt ändert. Soziallaufen, aber nicht ja, schon. Wenn weiter Fragen, dann gebe ich die Konvention Office Sozial zum Wort bringen, wie das du mal da verstanden. Das ist auch unanim. Merci. Dann der feierten Zupunkt, das ist eine Konvention de Collaboration für das Service vom Nightlife-Bus. Wir haben seit einer Reihe Jahren, dass ab Junglünster, all Weekends, Freitags, Samstags sowie 4 Feiertage, 3-mal Overs, den Nightlife-Bus bis auf Echternach fährt. Das lebt so, dass ein erster Bus aus der Stadt fortfährt, geht 12, geht 1:30 und geht 3 Uhr. Der Bus fährt auf Junglünster. Und da geht zu Lünster, müssen die Leute umsteigen auf einen zweiten Bus, den dann bis auf Echternach fährt. Und wir sind da kontaktiert, gehen notamment von der Gemeinde Bertreff, für zu fragen, ob der Nightlife-Bus nicht auch kennt, wie die Buslinie 211 über dir verfahren, das heißt durch die Gemengen Basch, Konstorf und Berdorf. Und wir haben zusammen mit den konzernierten Gemengen haben wir eine Entrevue gehabt, auch mit den 2 Busbetreiber, die Bus à Tour de Rôle all halbes Jahr betreiben.
wir haben am Anfang Martine geguckt, dass die Kosten effektiv nicht viel mehr hoch sind, wenn den extra Schleif möchte an auch den Trajet, das wissen wir vom 201 und 211, dass das nicht viel mehr lang ist. Und dafür haben wir am Anfang festgehalten, dass wir den Bus geben ab dem 5. des 12. Dafür ist die Konvention auch ab dem 1. des 12. Durch die anderen Gemengen auch vorgelassen. Das waren an den letzten Jahren hat man das Budget estimiert auf 70.000 Euro pro Jahr, für 26 schon mal estimiert auf 75.000 Euro, wobei dann proportionell die Gemenge kontribuieren par rapport zu ihrer Abwohnerzahl. Und das haben wir estimiert am 26er Budget auf eine Kontribution von den anderen Gemengen dann heißt von 34.000 Euro, sodass wir hier eigentlich ein flott regional zusammenarbeit tun, wo allgemein a Proportion vu senger Population zu de Kachte kontribuiert an wo natürlich die Hauptidee as fir Jung an all Owes an den Owesstunden sicher vun Feierlichkeiten aus der Stadt an die respektiv Gemengen hemzubringen. Voilà. Ginet so frohen. Da gebe ich das Konvention de Kollaboration mit der Gemeinde Berdorf Konzer best zum Wort stellen, wen hast du da verstanden? Das dann den 5. Subpunkt als Konvention mit der Societät AO Consult. Das ist der Kontrakt mit dem Thomas Immelmann für 2026, mehr konkret vom 1. Januar 26 bis den 30. September 2026 für Kooperationen von unserem Outlet-Projekt. Beim Budget am Dezember da hatte mir schon ein paar Explikationen gegeben, die sich zum Teil auch hier am Kontrakt rumfanden. Ich wollte ein paar Sachen reinkehren und vielleicht weiter Explikationen geben. Wir hatten nicht gesagt, dass wir als Gemeinde dem Moment 14 Absichtserklärungen für 17 Surface kommerziell unterschrieben hatten. Wir haben entretemps eine Absichtserklärung dabei gekriegt, eine ganz positiv, nämlich die von dem Projekt vom Freien Hotel du Commerce vis-à-vis von der Petite Marquise, wo, wie ich doch schon am Budget gesagt hatte, auf rund 600 Meter Carré Geschäftsflächen können entstehen. Dafür sind wir rangwart Absichtserklärungen umgehen von ob einer Surface nicht mehr von 2650 Meter Carré mehr entretemps auf 3250 Meter Carré rangwart Absichtserklärungen umgehen. Hier ist der Kontrakt mit unserem Bruder, was den Outlet-Projekt umgeht. Und aus diesem Kontrakt gehen auch die 2 nächsten Etappen, die ich wie gesagt auch schon am Budget erklärt habe, gehen daraus heraus. Die erste Etappe, das ist nur unserem Pop-up-Projekt, den noch bis Ende Februar 2026 schläft. Da haben wir seit Dezember sind wir an der Präparative für die Suite von dem Pop-up-Projekt, den dann ab März des Jahres soll umgehen, wo die Idee ist, ein Projekt Mix zu haben zwischen Weiterführen von Pop-up-Storen und dann echten Outlet-Geschäften, die sich implantieren sollen. Die Idee des Jahres ist weiterhin die für ein Maximum an Surface kommerziellen zu füllen. Das machen wir weiter gerne über unser Pop-up-Projekt, wo wir schon eine Reihe Aufrufen haben von aktuellen oder Pop-up-Betreibern, die schon da waren, die wollen weitermachen. Wir haben noch neue Demanten schon gekriegt von Leuten oder Geschäften, die wollen Pop-up abmachen. Wir haben noch en vue von dem Weiterführen vom Projekt den 9. des 2. den Arbeitsgruppe Geschäftswelt zusammengerufen, wo wir auch das Komitee von der Union Kommerzial angeladen haben, für das Weiterführen vom Pop-up-Projekt zu diskutieren und da auch vielleicht noch weiter neue Ideen mal dran zu holen. Neben den Pop-upen ist das Jahr aber auch die Idee für echt Outlet-Geschäfte zu engagieren, die sich am Laufe des Jahres 2026 implantieren sollen. Dafür schwätzt also Büro auch, und ich hätte doch auch den Term am Budget genutzt von einem Soft-Opening, weil eben das Jahr neben den Pop-up-Geschäften echt Outlet-Geschäfte von ihm sollen engagiert gehen.
Die Soft Opening bedeutet nach kein Ouvertür von einem Outlet Center. Ich will das präzisieren, dass selbst weil ich nur gelauscht habe, am Budget eine Frage gewesen, die ein bisschen abstoßen blieb. Soft Opening heißt nicht, dass wir eine Ouvertür machen, aber Soft Opening heißt, dass wir probieren, echt Outlet-Geschäfte abzumachen. Ein Opening möchte recht Sinn, als im Büro dann noch, wenn wir die richtige Masse Kritik haben, für auch genug Offer zu haben und Outlet-Geschäfte. Das heißt, hier ist weiterhin die Volonté für ein Maximum an Geschäftsflächen zu besetzen und das eben mit einem Mix zwischen Pop-up und echten Outlet-Geschäften. Voilà, und dann die Ouvertür von der Outlet-Ville, die soll, wie auch am Kontrakt steht, mit einem Minimum von 3000 Meter Carré Surface kommerziell, die dann noch disponibel ist, für mit 2027 envisagiert gehen. Dafür müssen aber noch eine Reihe Geschäftsflächen dabei kommen. So da mal die Absichtserklärungen von 3200 Meter Carré. Ja, das stimmt. Wir bei den Absichtserklärungen sind noch nach Surfassen, die noch nicht ganz fertig sind da die noch gar nicht da sind und sind da die noch nicht fertig renoviert sind. Das heißt, das ist noch ein bisschen Arbeit, die zu machen ist. Und es sind auch noch Flächen von Proprietären, wo man aber auch ein Engagement von den Proprietären brauchen, dass die Surfassen so an drei gesagt gehen, für das sie auch können von den Genehmigungen hier, auch vom Komodo hier, genutzt gehen. Voilà. Der Kontrakt mit der Bruderfirma, mit diesem Bruder, den ist bis Ende September 26 mal gemacht, weil einerseits wir bis dahin eine Klarheit brauchen, was wir für mit 2027 aus Surface kommerziellen zur Verfügung haben. Und andererseits, weil unser Bruder bis dahin auch genug Outlet-Geschäfte engagieren muss, für das das Projekt 2027 auch starten kann. Voilà. Da die pure Präzisionen, mit sind noch Details, von denen wir ich so tun an dem Kontrakt dran, die ich aber auch schon bei der Budgetsitzung gesagt habe. Aber ganz gerne können wir doch vorstellen, die der Welt. Ricardo. Merci für die zusätzlichen Explikationen. Ich weiß schon am Budget noch schon für drin Explikationen gehen, ob den Soft Opening konzerniert hast, als schon viele Explikationen gehen, wie das soll funktionieren mit dem Budget. Modell soll ich mal das Jahr, nächstes Jahr, wo ich den Kontakt gelesen habe, an der Stunde von Artikel 4, da seit 6 steht, steht auf die aus der Verzögerung und geänderten Organisationsvorgaben resultierende Risiken in der Finanzierung und Realisierung des Projektes wurde der Chefenrat in den Sitzungen von Juli bis Oktober vorbehaltslos und ausdrücklich hingewiesen. Kennst du als vielleicht eine kleine Kriegmeldung von den Hauptrisiken, die Ihnen dann im Kontakt ablöscht? Gibt du eine Meinung der Risiken, wie das nicht so funktionieren? Wahrscheinlich dann mit der Surface kombiniert Argumente, denke ich mir. Ich wollte einfach fragen, wer das genau aus, weil das nicht so explizit im Kontakt steht. Ja, zum Teil auch an den Präambül stehen auch die verschiedenen Punkte dran. Das Projekt ist laut dem Bruder zu Verzögerungen gefordert, was einerseits Covid gelehen hat, was andererseits Heißwasser gelehen hat. Und dann an das Element wird hin eben auch wollten indikieren, als eben die zusätzliche Risiko oder Verzögerung so entstanden, dass aber auch genug Surface kommerzielle müssen da sein und dass die Surface kommerziellen auch müssen bezahlbar sein. Das heißt, wir können eine Absichtserklärung haben von einem Proprietär X, aber das heißt noch nicht, dass die Surface Y vom Proprietär X an einem Zustand ist, dass sie auch kann genutzt gehen. So, und das ist etwas, wo unser Bruder uns immer nächst darüber hinweist, dass ihr seht, wir sprechen nicht von 3000 Meter Carré Surface kommerziell tout court, wir sprechen von 3000 Meter Carré Surface kommerziell, die auch bezahlbar muss sein. Und das ist im Moment ein Challenge. Wir sind dolo am Gangen, mit den Proprietären neue Kontrakte zu machen, ab dem 1. März, wo ich gesagt habe, dass man die Kontrakte für 2 Jahre schließen wollen, für durch die Proprietären eine gewisse Stabilität zu gehen. Das sind natürlich Kontrakte mit denen Proprietären, die Surfassen auch bezahlbar sind. Ne? Wir wollen schon Surfassen auch uploaden, die schon bereit sind, die schon gebaut sind oder die auch schon renoviert sind.
Auch mit Proprietären, die haut nach kein fertig zur Fassung, haben wir auch schon Absichtserklärungen gemacht. Kann ich Beispiel geben von der Fabrik. Da haben wir Absichtserklärungen gemacht für 2 Surface-Kommerzialen. Wir wissen noch, dass die Surfaces a priori ungefähr im September fertig sind. Wir haben noch keinen festen Kontrakt gemacht, weil das noch nicht 100% fertig ist. Selbe das bei dem Commerce vis-à-vis. Die 600 Meter Carré, die dienen dem Projekt gut, aber sie sind noch nicht gebaut. Das heißt, da ist es ähnlich. Die 600 Meter Carré werden nicht, wie es hier steht, am Mai 2027 fertig sind. Aber die Diener ist aber gut, nur am Projekt für das Ganze auch weiterzuführen, weil das wird auch Work in Progress sein. An Eisen an fängt man mit rund 3000 Meter Carré hoffentlich mehr an. Und dann ist das Projekt ausbaufähig und kann durchaus noch mehr Meter Carré weiterkriegen. Bon. Aus unserer Sicht ist ein anderes Risiko aber auch den, dass die Kontrakte natürlich auch alle gut machen müssen in der Schrift gehen. Und das ist dann da, wo mir aber auch ganz klar so, und das ist dann auch die Responsabilität von unserem Büro da. Wir haben also am Anfang hauptsächlich viel geholt, den Kontakt mit den Proprietären zu sichern, für da eine gewisse Stabilität zu haben, auch da Vertrauen vis-à-vis von dem anderen Kontrakter, die auch den Proprietären eine gewisse Sicherheit geben. Mit das andere, das aber den Job von dem, den wir engagiert haben, für eben auch mit den Marken Kontrakte aufzuschließen. Und da brauchen wir natürlich auch Arbeit von Sängerseite, für den wir hier auch remunerieren. Und das ist dann sein Teil von dem Job. Es geht natürlich, und das wisst ihr, weil ihr wisst, dass wir schon pro Jahr NRW sind, auch finanziell Risiken für die Stadt danach, weil die Idee ist ja die, dass all die Suen, die wir auch an den Büro stehen, dass wir die noch nicht rekuperieren. Das heißt, wenn als Ziele nicht erreicht gehen, dann sind das Suen, die wir noch bezahlt haben und die wir nicht rekuperieren. Das ist auch ein ganz starkes Risiko, den wir da verbunden ist. Wenn wir investieren ganz gezielt auch an ein Offer, an ein Service, mit dem wir uns erhoffen, dass auch die Geschäftsstaat und in diesem Fall dann die Outlet-Geschäfte die europäisch dann noch kommen vier auf an der Moment und durch dann noch geht, da sieht dass viel Eidel steht, die aber nicht von einer Belebung von der Stadt für eine Belebung von der Stadt sorgen. Dann ein Gastfrau am Artikel 1 steht, dass man im ausdrücklichen Drucksetzung für enge Ersätze gründen. Und du wird von einem Centermanagement geschwätzt. Kannst du uns vielleicht erklären, was du mal gemeint hast? Also, Shopping-Ersatz und Investisseuren, die natürlich auch daran interessiert sind, wie viel Marken schon da sind, für das die Investisseuren auch sich finanziell engagieren. Als nehmen das ein. Die Investisseuren sind das ein, die Gestion von dem Center Hanno ist das anders. Und die Idee von dem ganzen Projekt ist die, dass ein SA über dem Projekt steht und dass die SA auch Personal hat, was das ganze Management von dem Projekt möchte. Das ist selbst was am Moment quasi auf der Gemeinde geschieht, aber wo auch die Gemeinde erstens noch nicht kann den Commerce dabei machen und zweitens auch nicht Personal hat für so ein Shopping-Center zu gerieren. Das heißt, das Center-Management ist am Anfang die Equipe und die kann am Anfang relativ klein sein, wie das ganze Projekt mir groß geht, was aber auch das Center-Management mir groß muss gehen. Mit das ist etwas, was wir auch schon mit dem Büro da geguckt haben, dass in die Equipe kann klein aufhängen lassen, mit das aber, wenn wir hier bei 6000 Meter Carré zum Beispiel wären, da brauchst du mehr Leute, für das Ganze zu gerieren. Da geht es dann darum, das Zwiebel von den Proprietären zu machen, geht aber auch darum, das Zwiebel von den Marken zu machen. Wenn ein Problem ist an einem Geschäft, was technischer Natur ist, geht es auch darum, für einen Bescheid zu suchen, für das da direkt das Zwiebel kann gemacht gehen, aber auch Aufrechnungen von dem Ganzen. Das selbst wird nicht, wer die wird Gemeng laufen, aber was wird muss professionell gemacht gehen. Und das Center Management ist aus sich die professionelle Struktur, die der toten Herr soll gerieren. Ja, merci Karl. Ich meine, der dient das Diskussion um das Projekt selber und den Pop-up, das der Sense. Dann da geht es die Angebote, wo man Loremänke in den Erschriebenen. Und ich meine, für dich mal sind ich pur froh an der Stelle, weil ich meine, wir sollen Loremänke ohne TVA
sind wir immer bei 150.000 €, wenn man TVA dabei rechnet, wird man bei 180.000 € sind, die man das Jahr Loremenke der selbst der Bruderfirma soll bezahlen. Dafür ist echt froh, wenn man ja nach genau auch für Männer wie engem Jahr am Anfang schon ein Angebot mit dem geschrieben haben, wo eine Reihe Sachen dran stungen. Also ich echt froh, wie viel man letztes Jahr, weil steht ja, wenn man Rechnungen schicken, die Bruderfirma sind Herr Immelmann, wie viel man letztes Jahr final ausgehen und Rechnungen bezahlt und den Herr Immelmann, für das was den gefroht wird. Also, ich froh, die ganz schwer ist, so aus dem Steg raus zu beantworten, weil ich schon nicht allzu permanent am Kopf. Wir haben aber letztes Jahr, und ich gucke nicht nur am Budget, wir haben Männer ausgehend letztes Jahr, wie das wir budgetisiert tun, weil wir kriegen effektiv all Monat als Chefrot eine Aufrechnung von dem, was an dem Monat geschafft ging. Aber weil wir letztes Jahr 25 nicht auf dem Punkt waren, für das Projekt zu lancieren, als effektiv Männer geschafft gehen, wie das, was wir initial an dem Kontrakt stehen hatten. Ich sehe nicht einfach ein Budget zurück. Die fakturiert auf den Monat, oder? Wir kriegen Rechnungen pro Monat, wo wir dann pro Monat x Broderdeich verrechnet kriegen. Okay. Also wir hatten budgetisiert 2025 210.000 €. Am Höhen am Budget rektifiert, das war eine Estimation im Moment 180.000 €. Das heißt, das sind dann 30.000 € Männer, wie das, was wir budgetisiert hatten. Ja, aber just 11.000 € der Mann, wie das, was man aus einem Angebot, was man dem geschrieben und verteilt und dann Stunde hatten. Aber das ist nämlich von den ersten Wolle, auf dem wir froh sind, respektive wir wollen drüber gehen, weil ihr normalerweise auch an der Privatwirtschaft von dem Angebot verlängert oder immer ein Kinder schreibt. Ich meine, das okay ist, schäfer selbst zum Ende kennt, weil dann hört den eigentlich Möglichkeit, für eine gewisse Firma nicht mit zusammen zu schaffen. Ich meine, das selbst, wo man schon öfters dafür plädiert tun. Wenn man eure Menke konkret gesehen, weil dann immer einfach sind wir bei 200.000 €, die man enger Bürodafirma gehen, weil ein Angebot, wo ganz klar objektiver Drastung soll gelegt gehen. Ich meine, wenn ihr guckt, dann hätten so viel D 150 Steg quasi müssen schaffen mit einer Reihe Resultate, die quasi an dem Angebot stehen. Die Resultate stehen quasi ob den Punkt Komma genau an dem neuen Angebot, was man schreibt, wo man dann reinkehren, die 150.000 € soll bezahlen. Und ich meine, das ist etwas, was man schwer können nur vollziehen, dass man eine Firma haben, die an der dafür drin als gesucht gehen, dass sie über Risiken geschwert gehen, auch an dem Angebot. Die Firma von Thomas Immelmann assuriert sich kein Risiken, Vorbehalt hier, Vorbehalt da. Aber das ist irgendwie kein Vorbehalt für eine Gemeinde, die all Jahr bezahlt, und obwohl das Resultat, konkret Resultat eigentlich nicht wirklich zu gesehen ist. Weil ich meine, das ist froh, die wir erstellen, dass wenn wir zum Beispiel geben wir allkehr im Angebot die 30.000 € aus für die Akquise von neuen Flächen. Das könnt all Jahr rum, wenn ihr nächstes Jahr Angebot hat, steht wahrscheinlich auch dran. Wenn ich frage, dass ja theoretisch das müsst ihr raufgehen. Entweder raufgehen oder raufgehen, müsst ihr eine Änderung dran sein, wenn es realistisch ist. Weil sie ja nicht allkehr dieselbe Akquise von selben Flächen, die ihr möchtet, selbst für Ortstermine, wo man bei auch die 30.000 € wären, wenn in seinem Angebot nur steht. Das sind eine Sachen, die für uns einfach schwer nachvollziehbar sind. Und dann ist aber ein mehr konkret froh, zum Beispiel für das Jahr 26, was man, das Angebot, was man allein da schreibt konkret, dass der Bau an Infrastrukturprojekten, dass der schon 25 begleitet gesehen und dass der auch soll 26 begleitet gehen. Dafür denke ich vielleicht froh, was das für Bau- und Infrastrukturprojekte konkret sind, die für jeweils 15.000 € soll begleiten und dann soll begleiten an den Jahren. Ich weiß nicht, ob das im Stegreif weiß, bei Bau- und Infrastrukturprojekte, das klingt ja viel dafür, also wahrscheinlich auch so teuer, muss wahrscheinlich etwas Wahnsinniges begleiten, aber wir haben das noch nicht so mitgekriegt. Also die Beratertage, das ist eine Indikation, XD für zum Beispiel Akquise, Verhandlung, Anmietung weiterer Flächen. Das ist aber keine Science exakt, das heißt, wir kriegen nicht
pro Zeile jeweils von den 20 stehst du in 2D aufgerechnet. Wir kriegen einfach konkret pro Monat den Arbeitsaufwand an dich verrechnet. Was lo konkret zur fast kommerziellen umgehen, da greifen wir effektiv auf den Thomas Immelmann zurück. Hier mit uns zu summen, für mit unseren Beamten zu summen, hauptsächlich die Surface gucken zu gehen, und für dann auch zu summen, zu gucken, was technisch muss realisiert gehen für die Surfacen konform zu setzen, einerseits, und andererseits für sie auch für die Outlet-Marken auch Pratt zu machen. Und das ist etwas, wo man hauptsächlich bei großen Surface-kommerziellen letztes Jahr auch Rendezvous sur Platz hatten, wo als Techniker auch zusammen mit den Mengen oder andere Büro d'études auch noch mit der ITM Rückspruch hatten, an wo es sich auch darum geht, für zu gucken, sicherheitstechnisch, no größer Surface kommerziellen so auszustatten, dass sie Komodo gerecht sind, wie dass sie aber auch für die Marken hanno die Standarden erfüllen, die sie auch verlangen, für hier Geschäfte abzumachen. Und das ist dann den Teil, wo sowohl unsere Servicetechnik wie auch von den proprietären Büro d'études, wie aber auch ein Thomas Immelmann mit an Surface kommerziellen geht, für zu gucken, ob die Surface kommerziellen noch passen für ein Outlet-Markt. Okay. Ja, das ist natürlich immer, das ist leider effektiv nicht ganz greifbar, wenn ich just Angebot also guckt habe. Selber zum Beispiel froh, auch für letztes Jahr, was da soll bezahlt gehen, wenn in der Kante Angebot, sind wir doch bei die 15.000 €, was die ganze Marketing-Volley geht. Dafür bin ich froh, weil ich weiß, dass das auf Diskussion wäre, dass das noch nicht weitergefolgt wäre. Hast du eine Marketing-Agence, weil das wird im Kontrakt schon, gibt die betreuen, hast du eine Marketing-Agence, mit der aktuell schon schafft, steht ein Marketing-Konzept, weil das müsst ihr da wahrscheinlich stehen. Aber ja, wie gesagt, das weil das für eine Agence, mit der schafft, einfach ein bisschen Klarheit zu kriegen, wie gesagt, was denn du konkret für die Sachen du gemacht hast, die ihr seht. Selber dass du gerade von der Shopping sehr geschwert. Auch du, ich meine, mir konnte schon für Jahren von ihm Rechtsdokumente vorgelöst, die zwar mehr wie lakunär waren, wo ganz viele Fehler dran waren. Da hat ihr wahrscheinlich darum drauf geschafft, wieder zu verbessern, wenn man sich auch da das Jahre wolle, denen möchte Fertigstellung und Beratung von Rechtsdokumenten, wo man sich auch da freuen, für wer denn du, wenn ihr darum im Angebot gleich 15.000 € einem deutschen Bruder bezielt, den Mengen ich aber letztlich Rolle und nicht unbedingt Expert, also bald von der Qualität von dem, was du bislang geliefert wird, kann in der Stadt do zu denken. Auch du eigentlich froh, weil wie weit man da do sind, wenn man das für 2026 Stimmen, wo man können so okay, hört wirklich das geliefert, was man als für die viel suchen, 2025 erwarten, dann gehen ich auch davon aus, dass man dabei der ganze Shopping bei dem Wolle wahrscheinlich auch leicht ein gut Stück weiterkommen sind, dass ich da auch nach dann dort zu liefern. Also bei dem Marketing ist es so, dass wir eine europäische Ausschreibung gemacht haben, für eine Marketingagence zu sichern, weil die Ausschreibung, oder? Weil ja, er hat das alles präpariert und das von ihm präpariert ging auch von unserer Juristin am Format ihm zusammen zwiebelt gehen. Wir die europäische Ausschreibung müsste machen, weil Kosten, die estimiert Kosten auch über der gewissen Säule rausgegangen sind, sodass wir müssten eine europäische Ausschreibung machen. Aber wir hatten auch bei der Ausschreibung notamment zwei Societäten, ein Lützeburgisch und ein Deutsch, auch für uns an einer ersten Phase zurückbehalten. Wie das Projekt aber noch nicht gestartet ist, haben wir die Ausschreibung auslaufen gelassen, aber wir haben immer die Firmen auch darüber informiert, für dass sie auch Bescheid wissen, dass wenn wir die Ausschreibung neu lancieren, für dass sie sich auch neu melden können. Mit das aber effektiv über den Thomas Immelmann präpariert gehen, die ganze Ausschreibung hat effektiv gemacht und als von einer Juristin just an den Rechtsanlehren kontrolliert gehen, an jener Sorte, den er Kontakt war mit den Firmen, die hier das Konzept präsentiert haben und das Ganze von ihm ausgewählt gehen, für zu gucken, ob das einem Outlet will auch entspricht. Wie gesagt, die Prozedur, weil man nicht 25 gestartet sind, haben wir aber aufgebracht, weil wir nicht konnten
enger Firma die Marché attribuieren, weil das hat man lo schon quasi do ein Engagement geholt, wat als auch ein Risiko brucht hat, dafür haben wir lo die Ausschreibung do benannt brucht, ohne dass man lo für ein op der tun, wie gesagt, wir haben denen 2 Firmen Bescheid gesagt, dass man hin noch so, wenn man den Marché do neu lancieren, weil wir mussten über eine europäische Ausschreibung fuhren. Das war ja, du hast es so, dass bei mir Investisseuren haben, die interessiert sind, an diese Projekte zu investieren, dass wir da natürlich aber auch auf den Thomas Immelmann zurückgreifen, für das Projekt erstens an der Dave zu erklären, dass sie noch dann nicht eine Sitzung von einer Stunde, mit das schon ein bisschen mehr, weil Investisseuren haben noch ganz präzise frohen, wie auch den Businessplan abgestaltet ist. Das heißt, wir haben ein Prozedere, dass man für dich eine Konfidentialitätserklärung auch schreiben und dass man da noch effektiv dann noch mit dem Thomas Immelmann zusammen Investisseure, potenzielle Investisseure gesehen, an das Projekt da ganz erklären. Und da sind dann effektiv als eine Basis und Rechtsdokumente, die von ihm abgestaltet gouf, die mir aber auch geschieht, mit die mir aber auch von einem Jurist trotzdem weiter suivieren lassen, weil hin effektiv noch nicht der Connaisseur en droit luxembourgeois als mir hin hört aber Kompetenz als Sachen Outlet, die mir nicht heute Office hun. Und da sind wir auch nicht, sind wir eigentlich froh, dass hier noch dort Basis von denen Rechtsdokumente, was ein Outlet betrifft, abgestaltet wird. Okay. Und da just vielleicht dann, ob das Jahr, was du könntest, haben wir gesehen, dass vor allem 2 neue Sachen beikommen sind. Das ändert das Beurteilung von Planungen und Renovierungen. Ich bin so froh, wenn es 1275 € den Tag fakturiert wird, dass das den Tour von einem absoluten Expert Sachen, wo man selber froh bei Planungen und Renovierungen, das für das Suivi vom Infrastrukturprojekt, es wird darin erklärt, es wird aber wahrscheinlich Renovierung noch schon sehen, also noch eine Beurteilung mehr von Planungen, wo man auch froh, wo du Qualifikationen sind selber, wolle den dabei kommen, das Quartiersentwicklung, wo man froh, weil wie Quartier entwickelt, wird sticht dran als eine Quartiersentwicklung, sind da dort froh, eine Quartiersentwicklung ist noch froh von Mobilität, von Sicherheit etc. Voilà, wie weit do gebunden ist und dann einfach froh von der Renovierungen, ich meine, was renoviert wird, wie lebt das oft bei den einzelnen Surfassen, als das der Büro da den décidiert, was muss gemacht gehen, wen respektive auch wer ist das aufgemacht, wie wenn die Renovierung so bezahlen, einfach da vielleicht einen Punkt darauf zu kriegen, weil das eben auch neu, auf jeden Fall mal, was Planungen und Renovierungen angeht, eine Quartiersentwicklung neu für 2026 soll so am Angebot mat opgefallen. Den dritte Punkt, also sich entstanden noch durch die Chancen, die man hatten von dem allen Hotel de Commerce. Du schwätzt mal von einem Neubau und da hat der Promoteur à la base einfach Rez-de-Chaussee Surface gelost für Surface kommerziellen. Und da haben wir schon auch als mit dem Thomas Immelmann zusammen échangeiert und da waren auch Reunionen, wo dann als Servicetechnik Thomas Immelmann an den Promoteur oder auf jeden Fall als Intermediär auch das als Servicetechnik dabei waren, für zu gucken, wie man die Surfassen lo am also wo man die können so hätte man, da brauchen wir die Surface, wie das noch nicht gebaut ist, sein Feedback wichtig. Du wennst da auch Quartier, weil du gimmer dann aber an eng einer Straße ran, das ist das eine. Das andere ist, wir haben auch Kontakt gehabt mit Proprietären von Surface kommerziellen, die AKAK sind. So AKAK ist nicht direkt Zentrum, am Moment Zentrum von ihr danach. Wir haben uns aber evaluiert, wie es möglich ist, auch den dritten Teil in Richtung AKAK nach mal an das Projekt ranzuholen. Und du hatten auch Échange mit dem Team, für zu gucken, wie man die Verbindung auch können machen am Kader vom Outlet-Projekt. Da sind am Anfang auch verschiedene Ämter, die man bislang nicht unbedingt mit envisagiert hatten, auch könnte man an das Projekt ranholen. Das heißt, wir haben auch Échangen auf dem dritten Niveau mit Team sowohl was
den Ausbau von den Surface kommerziellen ugeht, wie aber auch mit der U-Bahnung von verschiedenen Quartieren, die noch vielleicht nicht initial mit am Projekt dran waren, wie man das beispielsweise kriegen. Wen ist responsabel für die Renovation? Das ist der Proprietär. Okay. So, wie war, und ich hatte das schon gesagt, ganz real Situation, dass den anderen Proprietär zwar gewollt, dass wir beim Projekt mitzumachen, aber nicht direkt warm ist für zu investieren. So, das ist aber trotzdem so, dass es à la base nicht, also dass wir am normalen Bayer Loyer, der Proprietär ist zuständig für Basisausstattung, das heißt für warm Wasser, für eine Toilette, für einen ordentlichen Boden, das nicht alles am Reibau ist. Und das hat nicht machen, am Anfang der Finissage machen. Das heißt, läuft eine Responsabilität bei den Proprietären, die hier Surface wollen, mit an das Projekt rangehen, dass da eine Basisausstattung und auch ein basistechnisches Equipment da ist, für die Surface können mit an das Projekt ranzuholen. Und da sind wir mit Team eben aber permanent am Austausch. Hier geht es ja fast gucken und hier seht euch, der Toten, das ist, das wird die Doten Outlet-Markt nicht an der doten Form können akzeptieren. Du musst aber vom Proprietär nach der Dinge gemacht werden. Okay. Und da weil es das noch erwähnt ist, und das ist dann mal bist du in der Englisch-Tro, das ist vom Marché Public. Hummer das, ich meine, den Innenministerium, das ich öfters darüber aufmerksam gemacht eigentlich erlaubt rappeliert, dass man auch für den Thomas Simmelmann seinen Kontrakt Marché Public müsste man, wo ich meine noch von den Silo additioniert, wird man aber bei über 1 Million Sinn, wenn man bis schon lange und hier in der Firma wissen. Hummer für den heute wolle das Marché Public gemacht. Wir sind hier an der Fortführung von einem Kontrakt, der für 4 pro Jahr ein Engagement, der für 4 pro Jahr angegangen ist, und wir haben dezidiert, den Engagement 4 zu feiern und nun kein neues Marché gemacht. Okay, weil die aber konform zum Gesetz am Anfang können machen für die Summe. Das ist wunderbar. Das ist natürlich schön, wenn das Ministerium so oft rappeliert, dass in der Zollmann, da wäre vielleicht nicht schlecht, wahrscheinlich gibt es Grund, dass in die Marché Public nämlich mehr Kontakt. Ja, und dann haben wir, du gehst mal noch nicht weiter darüber, ich meine, das gibt mir eine Schrift, schreiben wir eine Reihe detailliert Fragen, die man einfach, mit das können wir per E-Mail wollte man da gehen für eine Reihe Antwort respektive Dokumenten zu dem ganzen Projekt. Ich meine, das ist eine Reihe Jahre, wo man immer so, dass man einfach das Gefühl hat, dass man sich noch bis von der Büro der Firma Milchko sehen, dass man der Meinung sind, dass viele von den konkreten Arbeiten, die gut waren, die gemerkt sind, vom Pop-up etc., wo man wirklich gesehen hat, das Leben an Stoß kommen, dass die gemerkt sind durch eine Gemengenadministration, die ganz aktiv war, durch die Servicetechnik, die ganz aktiv war, die gut abschlägt, wo man als froh effektiv, ob man so viel 100.000 € weiter muss in ein Büro da gehen, ob man nicht so können, die Resultate, die bis gemerkt sind, abfordern an für den Rest mit den Equipe von heute zusammen schaffen. Aber bon, das ist eine politische Appreciation. Ich meine, du kannst da Eismeinung. Ich meine, wir sind der Meinung, dass man effektiv immer über dasselbe Thema schwätzen, über den Leerstand. Wir sind noch der Meinung, dass man aktuell noch immer kein nachvollziehbares Resultat von der dort Büro der Firma gesehen. Es wirkt das einfach, dass man weiter Geld ausgibt für die Büro der Firma, ohne aber auf der anderen Seite Verantwortung zu froh, weil Alkeias mal das selbst Angebot hat, wo da just Jahr noch Hand gereckelt wird, aber sich eigentlich und den Offeren, die da stehen, an den Resultaten, die am Anfang müssten da sind, nicht wirklich etwas klar zu gesehen hast. Aber das wird von der Weltmengen in der Privatwirtschaft gewesen, das dort wahrscheinlich so nicht einfach durchschwenken. Und geht ja aber trotz allem im Steuersuchen, wo man halt schwätzen. Voilà, du fehlt das einfach die Konsequenzen auch für die Firma, dass es nicht einfach geht für Alkeias. Ich meine, die Risiken am Präambül, ob die da gehen, was die haben auch nicht geändert. Da schreibt Alkeias dieselben Risiken dran oder dieselben Konditionen für werden noch nicht erfüllt gehen. Und ich freue mich ein bisschen Vorbehalt da gehen eben immer gemerkt wie von der Gemeinde für sich zu schützen mit Gemeinde oder irgendwie kein vis-à-vis von der Firma. An der anderen das eben dann du bleiben wir auch dabei, dass man für einen Tor von 1.275 € den Tag bezahlen für eine Reihe Sachen zu machen, wo wir meinen, dass wir zuletzt Experten hätten, die vielleicht ein Niveau
Niveau Statik, Niveau Architektur, Niveau Juristerei wahrscheinlich méiert wäre wie lo eng Hamburger Büroderfirma. Du hat vielleicht doch dann dem Marchépublik geholfen, für die rauszufinden. Mais bon, das wir konstatieren einfach, dass wir weitermachen mit der Firma wie bislo. Und ja, ich meine, das auch mit all dem, was Förderung gesagt hat, daran nicht verwunderlich, dass wir als Ding das Angebot auch nicht mitschaffen, dass wir die bewusst schön fanden, dass das weiter mit der Firma so geschafft wird, ohne einfach direkt Konsequenzen anzufordern als Gemeng, auf Basis von den Suchen, die verwiesen sind. Wie gesagt, wir haben eng 25, das sind detailliert, ganz detailliert, präzise Fragen, auch mit Dokumenten Fragen, mit denen gehen wir nicht heute auch manchmal den Zeitbrauch, vielleicht steht auf zu antworten, die werden wir schriftlich erreichen. Und geht einfach vielleicht doch wie sie für vielleicht eine Absetzung zu machen. Können wir auch gerne wie klar, manchmal das nicht, also wolle für alles müssen an der öffentlichen Sitzung zu diskutieren, mit für einfach ein bisschen einen deutlichen Abblick zu kriegen an die ganzen Dossier. Also wir haben die politische Decision geholt, für das Projekt weiter zu verfolgen. Es steht auch alle Fraktionen frei, für den Plan C vorzulegen, wie wir als Geschäftsstaat erhalten. Wir haben noch mal einen Plan B mit dem Pop-up, den uns über eine gewisse Zeit hilft, den Leerstand am Griff zu halten. Ich meine, dass der Pop-up ein flotten Übergangsprojekt ist. Pop-up ist aber, außer dass wir in der Stadt Lützeburg, dass wir ganz wenig Pop-up haben, neben ganz vielen anderen Geschäften. Probabas flotten Übergangsprojekt mit dem Probabas aber ein Term an Eisen an nicht unbedingt das, was die Stadt erst nach und Geschäftsstadt erst nach langfristig aufrechterhält. Es sind aber ganz, ganz gern Ohr, werdet noch als Alternative, als Option C gehen. Und das sollen auch die Eissoen, die den heute Projekt kritisieren. Weil wenn wir gerne als Geschäftsstaat erhalten, da geht es nicht nur für den heute Projekt zu kritisieren, aber da muss ich noch so über den Alternativgift machen. Und das tun ich noch nicht hören. Wir können das, also ich meine, wenn du siehst, dass man Pop-up, ich meine, die Nummer auch mitgestimmt, wo die Pop-up, also da ja eine Demande, die schon lang von der geringen Fraktion kommt, für Pop-up zu machen, das auch, geht doch nach nicht, wenn wir über das Angebot schwätzen, geht es im Rang, das ist eine Decision, die enthält, wie man einer Firma, mit einer bestimmten Firma etwas zu machen, wo in über Jahre keine Transparenz hat, wo in 100.000 Euro ausgeht. Ich meine, das ist nach eine separate Wolle, mit einer Firma schafft auf der einen Seite an dem Projekt selber. Das sind nach zwei verschiedene Sachen. So, dass man das Projekt Outlet will auch von Anfang an, ich meine, am Anfang immer gedacht, ja, das war, kann ein Eglek, ich weiß nicht, ob du schon gefilmt hast, das mir öfter schon gesagt, und gesagt, ja, muss ich dann hingehen und muss ich oder für Mama da ja bezahlen, kann ich nicht schon mit den einen oder anderen aufhängen. Das ist am Anfang das Witz, weil das Projekt den Lo Trickball geht, also selbst was wir eigentlich auch schon relativ lange gesagt haben. Man kann ja schon mit den einen oder anderen, muss ein ganz Konstrukt von einer Société anonym, von Investisseuren etc. alles aufbauen, für das zu machen. Das ist eigentlich, können Lo das, an dem wir schon ja, an unserer Kristallkugel schon viel gedacht haben, tritt ja eigentlich schon an. So, du siehst die Option C, ich meine, muss ich mit Option C, kann ich noch die Option B schon mal so zu dem Projekt. Das ist einfach, ich meine, Stadesh-weise. Stadesh hat einen Mix von Pop-up, hat Lo einen Leerstandtax für Kommerzen speziell gemacht und kontaktiert konkret Geschäftsleute zu Lützeburg, die schon in enger Stadt irgendwie semblabel aktiv sind, probiert sie zu überzeugen, mit konkreten Hilfestellungen für zu kommen. Und das fand in dem Fall der Chefrat von der Stadt Esch konsultiert, anscheinend mit einem gewissen Succès. Und ich meine, das wolle wo ich muss frohen, kann ich nicht eine Reihe Sachen an. Du willst mir höher einstellen, gut Beispiel, mit Pop-up-Nummer gesehen, das wollen wir bei uns Expertise zurückgreifen. Wobei es, ob der Know-how, den wir auch zum Beispiel hier in der Gemeinde haben, den wir hier an der Administration haben, da können die schon relativ viel für und mir froh ist einfach, und das ist die froh, die sich bei dem Angebot stellt, für was man eben 100.000 Euro seit Jahren, seit 2018 oder 2019, sind wir da wahrscheinlich am Total, weil die wird 1 Million enger Firma gehen, wo man aber all Jahre just kommen an den Punkt, an dem Datum ändern, an dem Angebot, wird, weil theoretisch, just für zu sagen, an dem Angebot hat man ja, wo man dann 200.000 Euro letztes Jahr ausgegeben hat, und in das Jahr gelesen hat, da steht ja nicht dran,
das Angebot assoziiert wie weitergeführt zu geben für Narenke dieselbe Summe. Die theoretisch hat in ein Angebot können und davon ausgehen, dass die Sachen alles erledigt sind Ende von dem Jahr. So, und dafür gibt es 200.000 Euro bezahlt. Das ist das bisschen wie wenn ich so, voilà, ich kaufe gern 100.000 Laptop und dafür bezahle ich da 200.000 Euro, weil das für wenig für einen Laptop. An am Ende vom Jahr habe ich kein Laptop, ich bezahle einfach die 200.000 Euro. Und ich sage, okay, das ist nicht schlimm, dann bezahle ich dann auch 200.000 Euro für nächstes Jahr, vielleicht tun ich sie dann. Und das ist eben nicht, wo man so das sind zwei verschiedene Vollen, die Optionen, die ihr gesagt für den Leerstand zu bekämpfen. Und der andere, mit wem ich nicht möchte, erwähnen nicht möchte. Und da sind wir einfach der Meinung, dass die Firma schon relativ viel Suche kostet. Und dass man, aber ich meine zum Beispiel, als Beispiel schreibt er ganz klar dran, dass man ein ganz 3D, ich meine, sie noch 20 Stege oder was, den hält für Bericht und Bürgermeisterin. Die Schöffenrat, das schon erholt, an den Gemeinderat und andere städtische Gremien. Also ich schon, nehmen wir mal letztes Jahr nicht gesehen am Gemeinderat, vielleicht waren einige von denen Sitzungen da waren, ich frage mich auch die anderen städtische Gremien, die da konsultiert, weil auch das, als es gesagt ihnen weniger, noch die Firma weniger nicht, noch das wenig Präsenz da, voilà, du weißt, also für uns nicht zwei verschiedene Wollen, da denen das die Option, wo ihn einfach sachlich diskutiert, wie kann ihn den Leerstand bekämpfen. Da sind wir auch der Meinung, dass von der Administration ein gutes gemacht ist, unter anderem mit der Probe für das aktiv zu machen, an der dann hat Necessität für so eine Firma zurückzugreifen. Oder eine Remarque? Gut, da gebe ich die Konvention A an O Consult zum Wort bringen. Wen hast du mal da verstanden? Das sind da dann, nein, mit der Prokuration, wen hast du dagegen? Das sind da zwei. Dann die letzte Konvention im Ordre du jour. Das ist eine Konvention de Kollaboration mit Proaktiv. Ich habe schon noch geschafft, schon seit einer 3 Jahren mit Proaktiv zu summen, für sie verschiedene Arbeiten mit Demandeurs d'Emploi, die bei der ADEM angeschrieben sind, zu realisieren. Weil wir das Zusammenarbeit schätzen und noch weiterführen als heute Kontrakt für das Jahr 2026. Die konzerniert Arbeiten, die von Proaktiv gemacht gehen, das sind zum Beispiel die Mähe von den Wiesen um See, die Bilder abrufen an von den Weh fortholen, Schneide von den Hecken und von den Gestreichs und auch den Inhalt von der Zone rund um Badegewässer. Die Equipe von Proaktiv, die schafft zusammen mit dieser Equipe vom Service Forêt et Espace Vert. An der Kostenpunkt von dem Service für Proaktiv, die beläuft sich für 2026 auf 173.907,60 Euro auch TVA. Und das ist der Montant, den an dem Vertrag dran steht. Dann gebe ich das Konvention zum Wort bringen. Wen hast du mal abverstanden? Das ist unanim. Dann kommen wir bei dem nächsten Punkt im Ordre du jour. Das sind Subside extraordinaire. Du hast als allererst ein Demande von Memo Shoa, die ein Subside gefordert haben, und wo wir als Schafferrot proposieren, der ASBL Memo Shoa Luxemburg ein Subside von 100 Euro zu akkordieren. So kein Frage geben, gebe ich diese Subside zum Wort stellen. Wen hast du mir da verstanden? Das ist immer nicht. An den zweiten Punkt ist ein Subside für die Exposition La Vie à Echternach, war der Projekt aus der von der Kulturkommission und zusammen habe ich mit dem LCE organisiert wird, und da gebe ich dem Charles Heimfurt gehen, der Präsident aus von der Kulturkommission, den er kurz erklären kann. Merci, Carol. Voilà, die am Anfang als entstand letztes Jahr auf uns zu fangen, für die Kulturkommission die Konferenzen organisiert am Trifolion. An die Zeit war am Anfang eine Exposition von einem Monat oder 2 Monaten, die war Space Mining als Space General. Und das hat das Thema uns extrem flott von und schon mal gedacht, wie kann man so etwas machen am Trifolion. Weil es gibt am Anfang Möglichkeit für ohne größeren Abspann etwas auszustellen, weil einfach relativ viele Leute gesehen, weil Leute, wenn am Trifolion geht in der Langst, von dem Pott getrunken, dann nach Hause gehen in der Langst. Und
in der Diskussion immer du gedacht, ja, vielleicht flott probieren den nächsten nach Alicia anzubannen wo du da mehr wohl den aufzudecken das wird von allem eben junge Künstler eine Chance zu geben etwas auszustellen ich meine die junge schon Schwierigkeiten für Kunden überhaupt können zu präsentieren Liste kontaktiert die waren extrem motiviert dabei für es zu helfen und sind überrascht wie gut das auch Kunstprofen da du geholt und der Tisch am Anfang war der Plan wie man da man den deuxième oder man den troisième von allem von der Set wie so Premier in alle guten Klasse vertreten weil da geht nach verschiedene Optionen Fotografie mischt man go von der Jutebeutel do entwickelt und alles der Tisch gouf mega flott vom Liste geholt und noch von Trifolion und ich gesagt das lief vom 9. März bis den 6. oder 8. April ich weiß nicht gesucht nicht mehr dat dann ausgestaltet geschwenkt 30 oder 40 Spieler plus eine Reihe fotografieren der T-Shirt nächste wurde eben aufgedeckt Juncker encouragiert dafür auch valorisiert neue Kulturprogramm auch dann noch ging gleichzeitig auch eine Konferenz gemacht am 10. März wird alle guten herzlich invitiert sieht das ist eine Konferenz vom Machschullen war ein bisschen d'influence die ich nach heute auf verschiedene Berufssparten Künstler Architekten an den dritte wolle den ist auch dann noch relativ flott von dass man den Ofen selber von der Konferenz da man den Vernissage verbannen und dann eng Steh machen also suppli fermé der Tisch abgebaut wo Leute können Bilder am Anfang stehen ohne das groß soll basardiert gehen die der handelt das Empfang dass nur alle guten die Bilder für guten Zweck geben da versteht Kinder das UNICEF das Partner vom LCE voilà, von so 3 Folien zum aufgedeckt voilà, die Subsidien der froh von der Gemeng also am Fond ein Deal die man nicht hat und sie stellen Material für die Bilder zu produzieren an Gemeingift dann eben Trumme stellen an noch den Alu-Dilu-Band für die Fotografieren ich weiß ehrlich gesagt nicht genau was das als ein Material wo du im Druck kannst drucken voilà, an der Tischen Trifolien stellt noch Platz sich zur Verfügung an hilft beim Abbauen ja, der Tisch die das Lenke zu probieren van dat gut lebt gut lebt kann man gucken dann 3 Jahre nach machen Merci Charles pour ton projet profonisch okay also als Proposition wer als Schafferrot werde für Suizid extraordinär zu akkordieren und da dann der hecht wie die Charles oder Sänger E-Mail die Maria reproduziert tun genannt tun nämlich an einer Hecht von 2623,38 €. Ganz präzis. Und du so kein froher mir gehen da gebe ich diese Subsid zum Rotstelle wenn das du da verstanden das dann anonym und dann alle guten invitiert Charles den 10. März um 7 Uhr op Konferenz zu kommen an ihr dann noch die Exposition du während dem engen Mond umzugucken am Decke Portemonnaie ja. Natürlich auch diese herzliche Nummer 10 zu okay dann den nächste Punkt im Ordre du jour das eine Decision über das Lotissement es geht dabei am Zusammenlehen von 2 Parzellen op der Nummer 8 an 10 Rue André Ducher. Auf dieser Adresse als ein geschützten Haus wird schon seit einer Reihe Jahren edel steht das aber aktuell op 2 Parzellen dropleit an es geht op das 2 Parzellen ein Projekt für das Haus zu renovieren an eher aus dem Haus mehr Unitäten gehen mit einem Kadastre vertikal aus dem Mond die un auch gericht gehen aus für die 2 Parzellen zu summen zu lehen voilà. mir und am Servicetechnik geguckt aber wir proposieren als Schafferrot das Lotissement so unzuhöllen zu frohen zentral Projekten die lanciert sind an erster nach ganz flott aus Teiers kein einfache Projekt weil das geschützte Kader mit ganz extra Konfigurationen am Haus dafür brauche ich ein bisschen Courage für so ein Projekt umzugehen und das ganz flott dass du Apps geschieht ja
gut. Voilà. Ja, dass du Baugenehmigung Company, der das alles Servicetechnik gucken man nach muss man eben eine Decision über das Lotissement und voilà, wir proposieren das so zu Summen zu lehnen, das zu akkordieren, dass die 2 Parzellen zu enger gehen. Voilà. Wen hast du mal da verstanden? Das auch übernehmen. Merci. Punkt 7, Informationen. Ich 2 Informationen. Wir hatten einen kleinen Échange als Chefrot, wie man mit den Terrassen oder Etalagen von den Geschäftsleuten umgehen, weil wir einfach immer Diskussionen haben, wem sein Terrasse ist wie groß. Und wir wollten am Sinn von der Geschäftsleuten so viel gehen, dass man das eigentlich alles abschreiben, für das es nicht a posteriori Diskussionen darüber gehen, wie groß ist ein Terrasse, wie groß darf ein Terrasse sein, und wie viel bezahlt den für sein Terrasse. Haben wir aus sich alle guten Geschäftsleute einen Brief rausgeschickt, wo es darum geht, für einen ganz klar zu determinieren, ich habe so viel Terrasse und ich brauche so viel Terrasse. Und das ist aus sich so gemeint, dass die Diskussionen, die wir heute so haben, nicht mehr sollen stattfinden. Und dafür haben wir die Briefe rausgeschickt an als Beamten, die stehen da auch der Geschäftsleitung zur Verfügung. Wenn du froh sind, wie noch gesagt, wir können noch gerne sur Platz gehen, für auch da eine Hand mal zu packen, für die Formulär auch auszufüllen. Voilà. Ja. Nee, die Formulär war also war auch ganz ich hätte noch gesehen, ganz verständlich sind da schon viele wahrscheinlich sind viele Retouren, aber ich meine so Januar waren da viel Zeit wahrscheinlich ja, ich will selber nicht das Zwiebel gemacht, ich habe mal abgeschrieben, dass ich doch viel Gemengerot so weil also die Idee ist die, dass man da sich vielleicht mal Diskussionen haben drin holen und dass man da am Vierfeld einkehr weil ich so das auch ein bisschen eine Diskussion, wen hört nach ein Terrasse, wen nutzt sein Terrasse nach, wenn er sein Terrasse nicht mehr nutzt, dann muss ich da aber umgehen. Das heißt, wir hatten Situation, dass die einen den anderen, ob er es durchkommen ist, gesagt hat, ja, mir ist schon mein Terrasse nicht genutzt. Ich muss aber auch dann einen Schritt auf die Gemeinde so gemacht und dann gesagt, nee, ich brauche mein Terrasse nicht mehr. Das heißt, jeder musst du schon noch eine gewisse Initiative anhören und mir gesagt, wir können heute mit einem Formular, mit Explikationen können wir da ein bisschen viel greifen und da alle eine administrative Unterstützung geben, für dass die Diskussionen da nicht entstehen. Und mal eine Mise à jour, ne? Einfach, dass ihr weiß. Dadurch, ja. Voilà. Und dann den anderen Punkt hatte ich vorher schon noch angedeutet. Ich hatte gesagt, wir hatten eine Absichtserklärung gekriegt von dem Frères Hotel du Commerce. Und du hast auch entre-temps der Promoteur den Contrat de Reservation mit dem Staat unterschrieben hat, wo ich gesagt habe, dass da die WFA-Programm ein Opfer gemacht in der staatlicher Seite, die Information kriegt, dass der Contrat de Reservation unterschrieben ist, sodass man auch da ein Vue drauf haben, dass die Projekt da wandern pur 4 Etappen mit Fassade, die kann aufgeräumt gehen, plus archäologisch Arbeiten, die Hand der Fassade können gemacht gehen, dass du auch aber auch die Projekt beim Commerce kann laufen, was nicht unwichtig ist, auch für den Projekt auf der anderen Seite, wo wir auch noch eine Arbeitssitzung werden machen, hier am Gemengerot, wie es auch bei der Marquise weitergeht. Sonst Informationen? Vielleicht eine Information, dass im Moment ein bisschen Polemik über das Allmachen von den Kleidercontainern an der Presse, so dass Kolping soll abhalten für die Kleidercontainern Adel zu machen. Schon 3 Jahre nach dem Mailcode, wo da dran steht, dass sie dann einfach wahrscheinlich weitermachen bis März. Es ist schon eine Situation so, wir haben am Anfang des Forum Pôle Emploi, in dem uns Kleidercontainern Adel mischt. Wir haben auf 3 verschiedene Plätze nur die Kleidercontainer stehen. Das Rue des Bénédictins, das Parking um See beim Delis steht den an, dann haben wir, wenn wir mobile Recycling-Center haben, wo wir durchstehen. Die Situation ist also so, dass sich Staat für die Firmen nicht mehr rechnet, für die Kleider zu verkaufen.
Das ist so, dass so klar, sie gesammelt gehen an der Groß, da verkauft gehen oder weiterverwehrt gehen. Und das rechnet sich nicht mehr. Das heißt, sie werden von der Gemeinde, werden sie da eine Kontribution freuen. Und zwar, ohne das fast können so zu sagen, freuen sie 100 € pro Container pro Monat. Plus 10 € plus TVA, wenn er Deutel gemerkt wird. Ich bin der Meinung, dass das ein Service, den wir unsere Bürger anbieten, an dem wir sollen auch weiter so laufen lassen, auch wenn es da eben so die zum Kasten wird kosten. Muss ich nicht gucken, wie was für Budget das hält, von das zu faktorieren hat. Wenn das ja über den Klimapakt fährt oder dann ist ja ein properen Artikel saisiert, wo ihn dann die Kasten so chiffriert. Just Klammer so, wie gesagt, Container werden weiter durchstehen bleiben. Ne? Okay. Zu den Informationen, da kommen wir bei den Frauen. Da kommt man als echt froh von den Geringeren. Ja, als echt froh, das war ob eine Information hin, die das schon gehen hat, mir für einfach ein bisschen klar Dossier. Ich meine, die Frauen, die ein bisschen abgekommen sind, die Leute auch gestaltet haben, nachdem es der Gemeinde gut geguckt und noch 700 Videokameras abgehangen gesehen. Ich meine, da waren alle ganz d'accord. Also wichtig ist für die Sicherheit auch, wenn immer gesagt wird, natürlich Kamera dreht nicht zur Sicherheit direkt bei sich, verdreckt sie heinz, du bist auf einer Platz. Ich meine, auf den Plätzen, wo mir aber wo der gesagt hat, wo sie mal hängen sie aber gut, gebe ich mal halb sowieso. Aber an den Frauen, die hat sie gelesen, habe ich ein bisschen resümiert, die Frauen, die sich einfach zum Thema stellen, das natürlich, wie viele Videos Kameras sind dann aktuell im Territoire, am Ersatz. Wenn diese installiert gesehen an wie sie positioniert sind, wir hatten schon ugeschwert natürlich auf der Marktplatz, aber ich meine, wenn du hast dort auch nach Parkingen an einer Gebäude noch kommen. Und dann die zweite Frage, die mir ganz wichtig geschenkt hat, dass als Police dann da autorisiert für die Bilder und Données von den kommunalen Videokameras auch können für Ermittlungs- und Präventionszwecke zu benutzen, aber ja, auf wertfreier gesetzlicher Basis wird dabei garantiert, dass der Schutz von den persönlichen Données und Grundrechte natürlich respektiert gehen. Die dritte Frage ist ein bisschen selber, aber man Police mir einfach, wie mir eigentlich da umgehen, wen hat Zugang zu den gespeicherten Bildern, wie lange gehen das Données gespeichert, welche Kontroll- und Protokollmechanismen sind angefordert, für das der Missbrauch eigentlich ausgeschlossen wird, und als eine regelmäßige Evaluation von der Nützlichkeit an der Wirksamkeit, wie ich gerade gesagt habe, von der Videosüberwachung am Hinblick auf Sicherheit und Prävention vorgesehen oder schon durchgeführt sind. Weil wir mit wertfreien konkrete Resultate an sind am Moment Weiterinstallationen oder eine Erweiterung vom bestehenden Kamerasnetz geplant, aber ja auf Basis von wertfreien Kriterien mit einer politischer und bürgerlicher Konsultation. Ja, also mir denke ich auch nur frohgelos, den sind die Kameras, die man so präventiv abgestellt haben, ein bisschen am Konsens reinbannen, für auch Sicherheitsgefühl auch von den Leuten ein bisschen zu verbessern. Das andere, das sind eine ganz Reihe Kameras, die rund um öffentliche Gebäude oder Schulen schon mal lange abgerichtet sind. Ich gebe die Lust einfach ein Kehr durchgehen. Also eine neue Kamera, die seit November 25 an Betrieb ist, das ist eine Kamera, die wir abgehangen haben in Richtung Place du Marché im Bereich von dem Café, den Heinz auch für ein bisschen Unruhe gesucht hat. Dann gibt es immer eine Kamera, die Richtung Marquise auch abgerichtet war, die auch dann von der erinnert, der Chantier, wie da aufgerappt ging, als gefilmt hat. Die muss man noch nicht so ausschalten. Die ist nicht mehr Betrieb. Die ist nicht mehr Betrieb. Wenn es der Sicherheit haben wir zwei Kameras beim Iwerdach von der Tribüne auf dem Fußballsterrain an eine Kamera draußen bei der aller Büwert vom Daring installiert. Sie sind noch nicht in Betrieb, mit DDSD, dass sie für Trickron in Betrieb kommen.
für dass sie dann noch können le cas échéant ausgewehrt gehen. Dann war das Infrastruktur geht gehen nicht 4 Kameran insgesamt um Campus skolär, die sind wie auch der Campus abgegangen aus 23er Betrieb gegangen, sind da 2 am Schulhof beim Schulgebäude Vitri seit 2016, natürlich das schon mal lang. Da sind die Kameran an dem Parkhaus installiert gehen, wie nur das neue Parkhaus gebaut ging aus. Bei der Spielschulbause bei den Abgängen an den Notausgang, die sind in Betrieb seit 2022. Beim Recycling Center wusste, dass man auch Kameran abgehangen hatte, für durch den Vandalismus zu prävenieren. Und bei der Lira sind auch 3 Kameran seit 2022, aber der Maison Regional haben wir 100 im Haus auch eine Kamera, die 2017 an Betrieb ist. Die Kameran, ob die hat Police keinen direkten Zugang, das heißt, wenn die Police gerne will, ob die Kamera zurückgreifen, dann müsste das über eine Sesi an eine Perquisition machen, wo dann eine Ordonnanz ausgestaltet wird, für die Kamera können auszuwerten. Wir haben hier bannen ganz klare Abteilung, dass gezielten Funktionären, das heißt Beamten, die nicht aufgelegt haben, die Kamera durchsuivieren. Du hast nicht jeder den Access darüber hat, dass am Prinzip Beamten mit einem Backup, respektive bei dem Parkhaus sind nicht da pur mehr, weil beim Parkhaus könnt ihr euch erinnern, hatten wir auch technisch Probleme, dass man nicht unfroh waren, dass du den einen und den anderen noch Access drauf hat, für zu suivieren, was wirklich geschieht ist auf dem Site. Aber so dass wir da eine ganz kleine Equipe und die Access haben und das auch über einen gesicherten, passwortgeschützten Site, wo ihn dann auch an die Kameran rackend hat. Die meisten Kameran, die sind so angestaltet, dass auch schüsst war Bewegung da ist, auch dann abholen. Voilà. Aber sie gehen dann im Prinzip ausgelöst, wenn es effektiv geht, saisiert von der Polizei, weil da war dann just an Ausnahmefall 4 könnt, aber da sind sie aber do, zum Beispiel geht doch nicht bei dem Server gespeichert, dass nicht das die Bilder, die von den Kameran do abgeholt gehen, irgendwo aufgespeichert gehen. Wir haben noch eine Kamera, die 4 gesehen ist und die wir gerne wollten installieren, da das mir Maison Käufer hier auf dem Marktplatz und mehr Kauf als Gemenge. Wir können uns vorstellen, dass man von der Maison Käufer nach einer Kamera auf dem Marktplatz könnte richten, weil man da einen großen öffentlichen Platz haben, die auch selbst eigentlich wie die anderen an der Halle Gas auch präventiv genutzt gehen. Oder das ist etwas, was wir von Zeit zu Zeit beschwätzen, wenn ich gucken, das hat man der Halle Gas gemacht und haben wir ein bisschen auch Reaktion gemacht, auch von den Diskussionen, die wir heute hatten. Das ist etwas, was wir heute diskutieren, was wir auch mit unseren Beamten diskutieren, wo es auch eine gewisse Reaktion ist, ob den einen oder den anderen Fall von Vandalismus, dem wir Kaffee kommen, schmengen auf dem Fußballsterrain, da reagieren wir auch auf den einen oder den anderen Incident, den es da gab, für da auch einfach Situationen vielleicht besser können am Griff zu haben. So Kameran, die schrecken auch für verschiedene Dometen aus sonst lachs auf, aber wenn wir Verschiedenes können evitieren, über Präventivkameran, die da sind, am Englisch, da können wir das machen. Es sind nach Kameran, die sollen kommen auf der Gare, was auch ein bisschen nach ein Point sensible ist, heute zuerst danach, die sind aber auch noch nicht fertig. Just kurz aufs Hand denken, das noch nicht, dass mir die Kameran da, egal was für ein Platz sind, hinhängen, das ist immer mit Rückspruch mit der Polizei. Das heißt, wir haben alle die Sitten, die wir rausgesicht haben, haben wir mit der Polizei diskutiert und das auch auf den Mond hin von der Polizei, wo sie so eine 12 uns ever, wann etwas geschieht, dass wir darüber können zurückgreifen. Und das auch auf den Mond hin von der Polizei, um das zu machen. Wir können nicht irgendwie Kamera nur einfach für Kamera nur zu hängen. Das wollen wir nicht machen. Merci für das Transparenz, für die Frohen. Ich meine, das ist ganz wichtig, da durch ein Kehr nach außen so zu kommunizieren oder dass wir wissen, voilà, das macht Sinn, dass die Polizei damit angebunden ist. Merci dafür. Die zweite Frage, das war eigentlich
eine Frage, wo man schon auch mir lang immer von der Accessibilität generell geschwärzt haben zu also kommunale Gebäude. Mit froh hat sich mir selber eigentlich als Independent auch ein bisschen Gestalter gesehen, wie schwer es wird gehen, für dem Gesetz von 22 gerecht zu gehen, wo eigentlich auf Wort geht für Endroit Publiken oder wo eigentlich Publikzugang zu verschiedenen Plätzen hat. Da denke ich auch, schon gerade gesagt, Independent wie Doktoren, Kinesen, Afkoten, das heißt Leute, die heute zuerst danach dann aber tätig sind, wo die Plätze sollen accessibel sein oder so installiert sind, konform sind für Personen à Mobilité réduite. Und da, voilà, pur frohen Zusammengesicht, alles dasselbe Thema, von uns von der Gemeinde, wie ein kommunale Gebäude, Infrastrukturen sind aktuell noch nicht vollständig, barrierefrei, aber gibt es eine übersichtliche Bestandsaufnahme mit konkreten Prioritäten und Fristen. Wie soll der Schafferot dafür, dass die Gemeinde hier Vorbildfunktion erfüllt und gesetzliche Aufforderungen an allen neuen und renovierten kommunale Projekte konsequent umgesetzt gehen? Wegen der Umsetzung vom Gesetz bei privaten Strukturen, wie ich gerade angesprochen habe, die Leute empfangen besonders Liberalprofessionen begleitet und kontrolliert. Das ist ja nicht die Aufgabe von der Gemeinde, mehr begleiten, das ist aber vielleicht die Aufgabe von der Gemeinde, aber welche Rolle hält die Gemeinde dabei konkret an? Gibt es Informations-, Beruhigungs- oder Unterstützungsmaßnahmen für konzernierte Akteure, und wie wird sichergestellt, dass das Gesetz nicht nur auf freiwilliger Basis umgesetzt wird? Wegen Betroffener, besonders Personen à Mobilité réduite an hier Vertretung systematisch an Planung, Evaluation und Decisionsprozesse mit angebunden an aus der Schafferot berät, natürlich an dem Kader dem Gemengerot regelmäßig über den Fortschritt von den Schwierigkeiten an aber auch die konkreten Maßnahmen natürlich Bericht zu erstatten. Das man hauptsächlich gegangen sind wir bewusst, dass es nicht die Aufgabe ist von der Gemeinde, das anhand zu mehr, aber die begleitet, weil ich selber merke, wie schwer das eigentlich als Privatperson oder als schaffende Person für dort dem Ganzen gerecht zu gehen. Und ich habe mich ein bisschen informiert, da gibt es verschiedene Plattformen als Gemeinde an Kontakt für die Leute zu begleiten. Also vielleicht so der erste Kader von dem Accessibilitätsgesetz, das ist entwickelt seit dem 1. Juli 2023 an all öffentlichen Access, aber auch die Publik, und du sind auch bei Doktor, bei Kinesen etc. an Geschäften, die sollen sich in Konformität setzen, das heißt accessibel sind für die bis den 1. Januar 2032. Voilà. Wir sind natürlich als öffentliche Hand du auch gebunden Eis und die Regeln dort zu halten. Und dafür haben Eisbeamten sich relativ sehr, nachdem das Gesetz an Wege war, ein ganz Lust gemacht mit allen guten Häusern, die Eislo als Gemeinde betreffen, die man eigentlich müssen auf die Liste holen, gucken, ob sie dann konform sind oder nicht. Und da haben wir eine Liste aufgestellt, und die Liste kann ich dir eigentlich indizieren, was da alles draufsteht. Du hast heute ein Hotel de Ville, den Dünzelt, die Jugendherberge, Naturhaus, den Badegewässer am See, den Areal, die WW-Plus-Schule, die Vitri-Schule, als Parking à Etage, die Kirfürst, der Fußballsterrain, die Sportsaal am Breil, die Wanshäuschen, die E-Werk, den Hierhof, die Lira, Maison Regional, Pizzeria du Passage, was alles so gehört, den Tennis, als mittelalterliches Turm, ein Trifolion, Musikschule, als Schreinerei, der Chauffage urbain von uns, und dann die Häuser, die mir auch abkaufen, der Tisch 18 Rue Maximilien, 34 Route Luxemburg, an als öffentliche Toiletten. Als Beamten hatten du ganz am Anfang echt Offeren geholt bei 3 Betrieben oder bei 3 Büroen. Bei 3 Büroen. Und die Offeren, die waren, weil noch keine Erfahrung hat, waren die am Anfang diametralement opposé. Das heißt, du war einfach nach gar keine Erfahrung da.
Weil du einen gewissen Unsicherheit war an denen Offeren, die man kruten, haben wir du raus eine Ausschreibung gemacht, für einfach du das ganz mit einem KD Charge umzugehen. Das ist eine Ausschreibung für die Etude sur l'accessibilité. Das sind auch die Etüden, die wir am Budget stehen haben, wo auch die Montant geändert haben. Sie haben geändert, weil wir da am Anfang auf einen von den 3 Offeren basiert haben, weil wir gesagt haben, wir gehen da ran an eine Submission. Die Submission, die ist, das ist aber echt zufällig, heute de Morgen Portail online gegangen. Du hast viel gesehen, dass Ugangs Februar eine Visite de lieu obligatoire stattfindet und du fängst mal mit folgende Gebäude an. Das ist heute ein Hotel de Wilden Dünzelt, das ist das Alt-Wanshäuschen, das ist den E-Werk, Herberg, dann das Restaurant hier an der Rue du Ruisseau, die Maison Régionale, den Trifolion mit der Musikschule zusammen an den Hihof. Und du hast viel gesehen, dass die Tüden nur der Submission ulaufen den 15. Mai. Das alles, sind alles Daten, die an der Subvention stehen, und dass die Etüden dann innerhalb von 100 Jours ouvrables sollen realisiert gehen. So, du geht es am Anfang Bestandsaufnahme plus Determination von dem, was wir und Eisen öffentliche Gebäude müssen konform setzen, außer es bestehen Exzeptionen, also so eine längden Dünzel werden man nie 100% konform kriegen, weil du einfach die Konfiguration der ist, diese ist. Aber voilà, das einerseits wird kann konform gesagt gehen, respektive wo nicht Exzeptionen. Wir machen unabhängig von denen vom Existant, dass wir bei allen neuen Projekten ganz klar gucken, dass wir die gesetzlichen Aufforderungen anhalten. Das heißt, dass alle Projekte bei uns, ob das Accessibilitätsgesetz gechallenged wird. Ich kenne das Beispiel vom Käuferhaus, wo wir das auch mit konsideriert tun, obwohl wir beim Käuferhaus auch eine explizite Derogation auch angefragt haben, weil die Konfiguration von dem Haus auch so eng ist, dass wir am Endeffekt gesagt haben, wir kriegen da nicht nach einem Lift mit dran. Und da haben wir auch zum Beispiel eine Exzeption gefragt. Mit das froh, aber wenn es da nicht geht, dann froh wir da auch Exzeptionen. Was Privatleute umgehen oder Betriebe umgehen, die sich mit Projekten unauswenden, du hast eine Rolle, den für sie darüber aufmerksam zu machen, dass sie sich auch an die Accessibilitätsregeln halten müssen. Das ist aber nicht gemeint, die du Kontrolle möchtest. Wir fragen aber die Proprietären, die umbauen, für uns das am zu zertifizieren, dass sie das doch mal konsiderieren. Wir sind aber nicht, wir spielen da nicht Police. Das ist nicht die Aufgabe von der Gemeinde, für zu kontrollieren, ob in fine auch das Accessibilitätsgesetz von den privaten angehalten wird. Wir weisen, ob das Gesetz sind. Wir haben auch schon den Vademecum, den von staatlicher Seite existiert, auch schon und Leute weitergehen. Bei den Baugenehmigungen, du schreiben wir am Anfang auch explizit dabei, dass einer Texte muss konsideriert gehen, wie dann unter anderem eben auch das Accessibilitätsgesetz. Wir machen aber als Gemengen keine Kontrolle von denen Sachen. Mit der Sache wird auch von einem Servicetechnik ganz konkret den Architekten noch mal auf den Weg gegeben, dass auch sie dann ihrem Bauherr das auch mal auf den Weg musste gehen, für sich konform zu setzen. Wir haben uns aktiv als Gemeinde keine Rolle angeholt. Du siehst mal, okay, es gibt noch die keine Renovation, du fies envisagieren, die müssen das auch wissen. Du hast es vom Prinzip her ein bisschen nul n'est censé ignorer la loi. Das ist nicht, dass wir als Gemeinde eine große Kampagne machen. Wir können durchaus mal auf die Sachen hinweisen. Wir können da doch einfach mal an den Boot holen, zum Beispiel. Aber wir haben nicht, dass wir da sonst mal darüber raus eine aktive Rolle spielen. Wir sind auch da am Gangen, als Responsabilitäten zu holen, was die öffentlichen Gebäude angeht. Das tun wir da angegangen. Aber was die Infrastruktur sonst die accessible au Publikum geht,
also da war trotzdem bei jeder einzelnen für effektiv zu gucken an dem Delay die lang aus den auch lange losgehen für die Leute auch genug Zeit zu losen sich konform zu setzen dass du jeder effektiv mit singen Architekt mit singen Büroder gucken muss für sich dem Gesetz zu konformieren. Merci für die Antworten. Also es war auch nicht lo, froh, mehr Police verspielen, das echt die Begleiterrolle, die Menge schon aber ganz wichtig ist, weil du ganz große Flur ist, wie du siehst, natürlich muss jeder Verein konform sein und sein Gesetz erkennen. Aber das ist dann so ganz, ganz schwierig, zumal so Residenzen wie das Handicap muss man auch dran sein. Also das macht nicht schlimm. Ich kann mir aber vorstellen, zuerst dann gucken, das sind so die Inselberufe, die man aber haben, aber man froh sind, dass sie natürlich high sind, aber oft an alle Gebäude oder wo es nicht möglich ist. Und du als eine Informationskampagne gebe ich noch nicht so, aber auch das High-Service-Techniken, die sie darüber aber auch formiert und hellhörig, dass sie können dann auch weiterhelfen. À savoir, dass es gibt eine Plattform, die das sogar gratis, wo ich meine, das adapt.lu, so gerade ein Kino, das staatlich, die kannst du rufen, die kommen in dem Moment eine Bestandsaufnahme machen, wie du erklärt hast, ein bisschen wie für uns Gemeindegebäude. Im Moment gratis so was ist möglich, was das nicht möglich, was muss machen, aber wenn es nicht kannst machen und nicht möglich ist, und das ist ein bisschen das, was mir wichtig ist, also viele Gebäude, wo es nicht möglich ist, oder sie nennen nicht ein Investissement démesuré, kannst du mich korrigieren, ob das den Term juridisch ist, dass dann im Moment kann eine Deliberation kriegen, wie du erklärt hast, wie mir wahrscheinlich auch Werte muss kriegen für verschiedene Gebäude, und das ist einfach wichtig, auch ein Kehr du gesagt am Boot ein Kehr darauf hinzuweisen oder einfach nicht zu suchen, dass es die Service gibt. Am Gemeng hat du auf die Service zum Beispiel Juslo Adapt.lu nicht zurückgegriffen, weil sie machen doch für Gemengen Gebäude. Wir hatten Adapt gerufen, wie man über die Valorisation von der Marktplatz gespart haben, für auch mit Adapt zu gucken, wie man da Interesse von Accessibilität an historische Care können bei nie bringen. Das heißt, wir hatten Adapt an eine Reunion geholt mit INPA und INRA, die ein bisschen sonst mal die gegensätzliche Positionen bei ihnen zu bringen. Ja. Die du mir sie konsultiert, ja. Merci für die Antwort. Wir hatten schon ein paar Mal Diskussionen darüber geschwärzt, zum Beispiel bei den Hochzeiten. Das ist ja wirklich absolut nicht konform. Ich habe noch einen zweiten Saal nennen, von man Kind Hochzeiten aufhalen. Das ist das Beste. Sucht also Kompagnon dabei sind, die an Mobilität reduziert. Ja, das am historischen Kern nicht einfach, gell, mit das nicht just am historischen, das... Gut, merci, ich auch wir hatten Einfuhrer gerecht an die hat am Budgetserklärung erfahren ganz viel Informationen gegen Ende von der war dass man das da nur denken eng fix eng temporär eng Definitivlesung für ein Recyclingcenter zu fannen vom Standort auf Hawaii dass das Gemeinde verfroen ob du schon nicht plan gehen ob man vielleicht ein Timeline hören oder ob das wenn das gibt kommen weil das effektiv ob Kritik zugestoßbar ist an Leute die Menge wird gelöscht werden und also auch gefragt ob man mehr wissen dafür wollte ich die Vorreihe stellen. Merci. Ja, also wir hatten beim Budget gesucht hat für dich mit Röspert Mompisch an, mir hat Wasser billig gespart, mir hat Wasser billig, also war du uns weggezogen. Am Hündu mit Röspert Mompisch aufgemacht, dass man den Site von der aktuellen mobilen Recycling-Center zuerst schon noch analysieren über das Büro, zu gucken, ob man da eine Fixstruktur können machen. Und du sind eine Reihe Reunionen schon Ende vom Jahr angelaufen, das heißt, du hast eine Art Kick-Off gemacht, wir haben auch einen Geometer gefragt, für die Platz da ganz zu determinieren. Es ist ein Kollekt von Donnerien gemacht, sowohl
von ihr nach wie auch für Bad Montpelch mat der Service für Bad Montpelch, der das aktueller war just wat den technische Niveau gelaf für zu gucken wat sind alle die Minimalinfrastrukturen die man brauchen. Frequentation als Neinke geguckt gehen von Eisen 2 aktuell mobilen Recyclingzentren, Projektion Demografik als Neinke konsideiert gehen. Dann wie gesagt der Geometer den beauftragt gouf für dann auch den ganzen Terrain einkehr abzuholen an das lo alles zu summen Algorithmen die Donne die man am Anfang gesammelt tun also alles zu summen und de Bürogängen dem man beauftragt tun zu summen Matros Bad Montpelch an du as am Januar als eng Reunion de Travail op technischem Niveau für do am Anfang echt Indikationen zu kreieren vom Büro d'études, was Feasibilität geht, weil darum es geht am Anfang darum zu gucken, ob man auf dem Site können einen fixen Recyclingcenter implantieren. Auf der Platz, das ist aktuell ein BEP-Zone, dann hat der BEP-Zone als nach ein kleinen Flash. An der Evaluierung war auch die, für wann es von der Platz hier durchgeht, gehen, ob man die Geringflash könnten matt an den Terrain anholen, für das sind die auch Kinder als BEP reklazieren. Du müsst eine Modifikation punktuell vom PAG machen, aber eher mal die Modifikation punktuell umgehen, auch mal die Gewissheit, ob der Site von der Gräste hier durchgeht. Und das ist das, wo man eben den Büro beauftragt haben und wo man dann noch für Matros Bad Montpelch zusammen werden auswerten, werden die Arbeiten von dem Büro agieren, für dann, wann nicht möglich ist, ein fixen Ressourcencenter zu implantieren, für dann noch nur die Modifikation punktuell zu machen. Wir laufen am Anfang Moment sonst mal 4 Arbeiten, aber das aber schon sonst mal seit September, Oktober am Gange und du hast regelmäßig etwas geschieht, sodass wir da eigentlich ganz gut am Gange sind, für zu gucken, dass wir eine gemeinsame Lösung fanden. Sind, dann können wir als Gemeinderatssitzung abheben. Dann wünschen wir euch noch schöne Zeit.